Wie alt bist du? Ich bin 15, oder bald 16 eigentlich, 3 Monaten ungefähr. Dann Klopapier oder Nasenhaarrasierer? Natürlich Klopapier, weil die Frau, die jetzt kommt, die weiß Bescheid. Als ich nichts anderes Essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakao gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Jo. Also, dann fragt mich der Zero Shooter, ob ich Sport mache. Wie gesagt, Bogenschießen eigentlich. Und ansonsten, nicht wirklich was. Hast du eine Brille? Nee. Was für eine Haarfarbe hast du? Hast du? Da weiß ich nicht, ob du, wie du das jetzt meinst. Er hat geschrieben, hast du im Sinn von hassen. Also, ich hasse etwas. Aber ich denke, er meint, welche habe ich? Er wusste wahrscheinlich nicht, dass ich mich mit einer Cam aufnehme. Wenn du meinst mit hassen, dann würde ich mal sagen pink. Wie groß bist du? Ich bin, glaube ich, 1,95 oder was. Ja, ungefähr so. ProTuber 500 ähm, hat Fragen gestellt, die schon vorgekommen sind. Nämlich eben, ob ich im Facebook bin, da sage ich nachher noch kurz was zu und wie viel Spiel ich habe. Und zum Facebook, da kann man ja irgendwie Fanpages machen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, weil ich bin so selten online in Facebook und keine Ahnung. Also ich denke nicht, dass ich das machen werde. Sicher nicht jetzt, wo ich erst 300 habe. Vielleicht irgendwie bei, keine Ahnung, 1000 sowas vielleicht. Vielleicht. Aber ich glaube es nicht, dass ich so eine Fanpage machen will. Ich nehme übrigens Anfragen in Facebook auch nicht einfach so an, falls ihr mich jetzt findet. Ah, und da habe ich gleich die Frage von XX Schremsa XX, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe, beantwortet. Er fragt mich, ob ich eine Facebook-Fanpage mache. Wie gesagt, vielleicht später mal, im Moment nicht. Wie heißt du in Steam? Das ist eigentlich scheißegal. Wie gesagt, ich nehme in Steam keine an, die ich nicht kenne. Ob ich in einem Clan bin, fragte mich noch. Also wir haben einen Clan gegründet, ich und ein paar Kollegen. Ich zock eigentlich mit so, hauptsächlich mit 3 zusammen und dann noch mit ein paar Kumpels auch aus Deutschland und so, aber hauptsächlich zocke ich eigentlich immer mit den 3 gleichen Schweizern. Aber will ich in einem Clan, ich habe mal einen gemacht, vielleicht werde ich da irgendwann mal was Größeres draus machen, aber nicht wirklich, nee. Er fragt mich, welche Spiele ich am meisten spiele. Also eigentlich schon Shooter, würde ich behaupten. Und dann noch Kampfspiele. So Soul Calibur oder eben Super Smash, übelst geil. Ja, Kampfspiel und Ego-Shooter, würde ich behaupten. Zwischendurch auch mal so ein Jump'n'Run oder was, aber hauptsächlich Ego-Shooter und Kampf. Der Killer Plan fragt mich, wie viele Spiele ich in Steam habe. Das muss ich mal nachgucken, wenn der im Steam aufstartet. Gucke ich mal hier. Die nächsten Fragen von Tab Battlefield Junkie. Wer ist mein Lieblings-Let's Player und wieso? Also mein Lieblings-Let's Player ist, glaube ich, ohne groß nachdenken zu müssen, Looks Like Link. Weil der macht seinen Job übelst geil. Der hat immer Witze drin, die teilweise muss man da wirklich lachen. Auch wenn man alleine ist, ich lache normalerweise nicht, wenn ich alleine irgendwo sitze, aber bei ihm muss ich das öfters mal. Und er zockt halt Nintendo-Spiele, es ist immer schön wieder mal Nintendo zu sehen. Ja, übelst geil, ist einfach ein cooler Typ. Also Looks Like Link kann ich nur empfehlen. Guck mal vorbei bei ihm. Dann fragt er mich noch, ob ich auch meine eigenen Let's Plays anschaue. Da kann ich gleich sagen, nein. Ich finde, ich kann irgendwie meine eigene Stimme nicht hören. Ich weiß nicht wieso. Ich gucke zwischendurch mal mit einem, wenn ich einem Kollegen oder so einen Commentary zeigen will, dann je nachdem gucke ich es mit ihm zusammen. Aber Let's Play selber, nee, gucke ich nicht. Höchstens um zu schauen, wie weit das ich bin oder was, aber also quasi um mich selbst zu unterhalten, nee. Find ich gar nicht interessant, ehrlich gesagt. Dann, was ist dein Lieblingsfilm und warum? Da habe ich mehrere Filme. Wo habe ich die? Da unten habe ich was. Und zwar
einer meiner absoluten Favorites, was Film angeht. Prinzessin Mononoke. Das ist ein Anime von Studio Ghibli und oder halt von Hayao Miyazaki, wer den kennt. Übelst geil die Filme von dem. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr jetzt sagt, Animes sind schwul und für Kinder, dieser Film ist ganz bestimmt nicht für Kinder. Da wird einmal einem eine Kugel durch den Körper geschossen, da alles spritzt rum, das ist nicht normal. Also das ist ganz bestimmt kein Kinderfilm, allgemein Animes, der ist übelst geil. Und hier das wandelnde Schloss auch von ihm, auch richtig cool. Allgemein alle Hayao Miyazaki Filme sind übelst geil oder Studio Ghibli halt. Da habe ich aber noch mehr. Muss ich die kurz vorsuchen. Hier. Shooter. Auch ein übelst cooler Film. Geht um einen Scharfschützen, der halt quasi verarscht wird. Der ist richtig geil. Kann ich nur empfehlen. Richtig cool. Shooter. Sehr geiler Film. Und dann haben wir noch, wie viele haben wir noch? 2. Hier, der Soldat James Ryan. Der ist auch richtig cool gemacht. Da erfährt man quasi, wie grausam der Krieg war. Und ja, richtig geil. Übelst guter Film, müsst ihr euch mal reinziehen. Und der letzte wäre dann noch James Camerons Avatar. Kennt ihr bestimmt alle, so ein bisschen vom Aussehen her. Die komischen Schlümpfe da. Der ist richtig cool, finde ich. Der hat mich richtig begeistert. Auch die Musik finde ich hier übelst geil. Also richtig cooler Film. Es gibt natürlich auch viele andere Filme, die ich gerne schaue, aber das sind so die ich eigentlich... natürlich die alten Disney-Filme finde ich auch richtig geil. Mit dem bin ich halt aufgewachsen. Ich glaube, aus dem Alter komme ich nicht mehr raus. König der Löwen und so habe ich bestimmt schon 10-mal gesehen. Finde ich übelst geil, die Filme. Wie viele Spiele habe ich in Steam? Kann ich jetzt beantworten. Gucken wir mal. Also, das wird jetzt vielleicht einige von euch schocken, aber das sind doch so um die 80 Spiele. Aber die meisten sind halt, habe ich mir immer, wenn ein Rabatt war, geholt. Da habe ich vielleicht dann noch so 5 Euro für bezahlt. Also ich habe da quasi ein bisschen immer auf die Schnäppchen geachtet. Deshalb habe ich jetzt diese 80 Spiele für wahrscheinlich einen Preis von, keine Ahnung, 20 Spielen oder so gekriegt. Also ich habe da nicht so viel ausgegeben, wie ihr jetzt denkt. Was ist dein Lieblings-Battlefield-Teil? Da gibt es eigentlich 2. 2142 und Bad Company 2. Ja, und je nachdem, es gibt ja schon so Gerüchte und kleine Easter Eggs Hinweise, dass Battlefield 2143 rauskommen soll. Da haben wir noch keine Ahnung drüber, aber es könnte sein. Und das würde ich übelst geil finden. Das wäre richtig geil. Also 2142 und Bad Company 2 sind schon meine Lieblings. Und wenn das rauskommt, gehört das vielleicht auch dazu. Je nachdem. So. So Leute, nächste Frage. Also was... Der True Panic fragt mich, was für ein Gamepad benutze ich. Dann habe ich hier, das ist der Logitech PlayStation Nachahmungscontroller eigentlich. Er ist einfach aufgebaut wie ein PS-Controller, ist aber einiges schlechter verarbeitet, sag ich mal. Und er wird auch oftmals gar nicht erkannt oder was. Also der macht doch oftmals Probleme, muss ich sagen, aber trotzdem, bei Emulatoren spielen läuft eigentlich ganz gut. Bei Ego-Shootern benutze ich sowieso keinen Controller, sondern Maus und Tastatur. Nur bei diesen Emulatoren spielen wie Donkey Kong oder Banjo oder was alles, da benutze ich Controller. Dann fragt mich der Creeper Apple noch, ob mich jemand auf die Idee gebracht hat, YouTube-Videos zu machen. Da kann ich eigentlich sagen, nicht wirklich, weil ich habe früher übelst Counter-Strike gesuchtet, habe da mal eine Montage zusammengeschnitten und alles, habe die dann hochgeladen und dann einfach nacheinander immer wieder so einzelne Videos, die eigentlich gar nicht wirklich Sinn ergeben. Da habe ich auch alle noch oben, außer dieses Counter-Strike-Video, weil das ist richtig schlecht. Die Qualität ist scheiße. Meine Skills sind überhaupt nicht gut. Ich fand mich damals richtig cool quasi, weil ich das hochgeladen habe. Und fand ich war übelst der Pro oder was, aber das stimmt gar nicht. Ich habe das letztens wieder angeguckt.
übelst scheiße. Da war ich richtig kacke, wirklich ohne Scheiße. Richtig schlecht. Jo. Also eigentlich habe ich mich selbst auf die Idee gebracht, YouTube-Videos zu machen. Wahrscheinlich wollte ich angeben, ganz ehrlich, aber ging in die Hose. Ne, aber dann habe ich halt gemerkt, dass es mir Spaß macht und habe weitergemacht. So. Dann fragt mich Romanorso oder so, welcher Call of Duty Teil ist mein Lieblingsteil? Also ist eigentlich eindeutig Modern Warfare 1, also Call of Duty 4 und Black Ops finde ich auch ganz geil. MW2 reg ich mich einfach zu viel auf. Und World at War habe ich noch nie gespielt. MW3 habe ich nicht. Also ich habe eigentlich bis jetzt 3 Call of Duty gezockt. Black Ops, MW1, MW2. MW2 ist das, was ich eigentlich am schlechtesten finde, ganz ehrlich, weil da rege ich mich sowas von auf. Jedes Mal rege ich mich da übelst auf. Black Ops ehrlich gesagt eher weniger und MW1 praktisch gar nicht. MW1 ist echt das Geilste. Ja doch, MW1. Dann fragt mich NFSMW Gamer 13, welches Headset ich benutze. Und zwar ist das ein Logitech Headset, aber ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, wie das Ding sonst noch heißt. Ich weiß nur, es ist eigentlich ein relativ billiges Teil. Es hat umgerechnet von Schweizer Franken in Euro, glaube ich, so 40, 50 Euro oder was gekostet. Also eher wenig. Ich werde mir irgendwann mal ein besseres holen. Aber im Moment noch nicht, weil ich bin pleite. Also, dann weiter. Ob ich mal ein Commentary von Battlefield Play for Free machen würde. Weiß ich nicht genau, ich glaube es ist weniger. Weil, ja, vielleicht 1 oder 2 oder was, aber mehr nicht, weil ich habe die Beta gezockt und mir hat das Spiel nicht wirklich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das gepatcht haben, aber in der Beta war der Sniper richtig schlecht. Da hast du manchmal auf den Kopf gezielt und es passiert einfach nichts. Also Hitmarker, also man hat ihn getroffen, aber nichts sonst. Und der Pionier konnte mit seiner MP across the map Headshots verteilen, war nicht normal. Also ich finde das Spiel nicht so, aber ich kann mal irgendwas bringen, wenn ihr wollt. So, und dann kommen wir eigentlich ja schon zur letzten Frage, auch von ihm. Und zwar, ob man mir irgendwie helfen kann, also Psychiatrie und so, wenn er versteht. Ne, Spaß, er meint Kanaldesign oder Intro, sowas. Also Kanaldesign eher nicht, weil ich design das ganz gern selber. Es sieht zwar nicht wirklich super cool aus, aber es macht mir einfach Spaß. Und ich weiß, ich finde, das ist doch ganz cool, wenn das Kanaldesign von irgendwie ein bisschen persönlich ist, von einem selber gestaltet. Also Kanaldesign eher gesagt weniger. Aber Intro, da könnt ihr mir gerne mal irgendwie, könnt ihr gerne auf mich zukommen. Ich habe da schon jemandem mal eine Nachricht geschickt. Der ist allerdings übelst beschäftigt. Das kann noch eine Weile dauern, bis der da irgendwie mal Zeit hat. Also mal gucken. Also Intro ganz bestimmt, Kanaldesign weniger. Außer es sieht so richtig hammergeil aus und ich finde es übelst cool und alles, dann kann ich es natürlich nehmen. Aber wie gesagt, einfach PN schreiben. Cool. Jo. Ja, ich glaube, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn jetzt noch weitere Fragen aufgetaucht sind, einfach stellen, einfach stellen. Ich kann die ja entweder nachträglich noch beantworten mit dem neuen Video oder einfach antworten in den Kommentaren. Einfach fragen, ich beantworte alles, was ich kann. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war mein FAQ 300 Abo Special. Ja. Dann denke ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.